Na sowas, na sowas, na sowas. Willkommen zurück, Freunde. Hier zu Anno 1800. Wir haben noch ein paar Quests zu erledigen. Das hier in dem Base ist mir zwar durchaus bewusst, aber das hier unten, das ihr hier seht. Ah. In der belebte Oase von Bahade schon den ganzen im besianischen Landwirtschaft. Oh, finde ich auch noch schön. Also einfach halt gewisse Güter von einzelnen Inseln hier wiederbelebt. Aha, und hier könnte etwas von Dings hier, von Dingsbums hier. Kidusi, nee, nicht Kidusi in Toni, Quatsch, das haben wir hier oben. Hier. Das ist von Kidusi in Toni. Dingsbums. Hier, Angrieb, Mensch. Also, Angrieb übrigens. Angrieb auf Speers Scheide. Schneide. Weil Scheide wäre ein bisschen nicht gut, sagen wir jetzt mal. Wir machen es hier so, Freunde. Ich habe hier zwar die Quest mit ihm noch, ich will aber zuerst mal die Quest abschließen. Und zwar will ich es so machen, dass wir hier verschiedene Optionen haben, die wir jetzt gerne natürlich mal ein bisschen durchgehen. Und zwar Option 1 in dem her, was passiert, wenn ich Ketema den Speer bringe, anstatt Angriff? Was passiert dann? Die große Frage. Die sich einfach jeder hier stellt. Ja, fast zumindest. Okay, dann hätten wir das. Die sind also auf dem Weg dahin. Sicherheitshalber gehe ich jetzt mal bis hierhin. Damit mich die Patrouille nicht erwischt. Obwohl, ja, wie gesagt, ich werde sowieso einen Sparerstand nochmal neu laden. Vermutlich. Weil ich noch die andere Option mit Angriff zeigen möchte. So ist halt generell die Frage, was er sonst noch großartig tun soll. Oh, es schneit. Ja, schön. Im Real Life schneit es mir jetzt gerade nicht, aber hey, immerhin schneit es im Spiel. Vielleicht ja auch, weil gerade der 25. Dezember ist, wo ich hier aufnehme. Also, ja, erster Weihnachtsfeiertag. Eigentlich mal so ein Augenblick, wo ich jetzt, auch wenn es klar ist im Nachhinein und so, trotzdem, das halt euch allen trotzdem auch noch frohe Weihnachten wünsche. Mit diesen Worten. Oh Mann, ein Piratenschiff, genau. Auch halt frohe Feiertage wünsche im Nachhinein. Ja, trotz allem. Hoffe, ihr habt auch gut gefeiert. Also im Sinne von, ja, wie man halt immer so schön sagt, war besinnlich und in sich, also nicht in sich gekehrt, aber halt irgendwie sagt, ja, auch mal in sich gehen und so, alles Revue passieren lassen, etc. etc. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Was soll ich eigentlich sonst noch sagen? Nö, schöne Weihnachten. Das war's eigentlich soweit. Mir wollte gar nicht großartig sagen. Auge mit den Piraten. So. Woher nehmen Sie diese Feuerkraft? Waren die Kanonen auf die Piraten? Wenn ich sie vom Haken Zu teuer. verbunden. Reagieren, sind schnell in der Oberhand, das Piratenschiff fesseln. Die schlagen wir doch. Ja, eben. Ich wollte schon sagen, Freunde, ich wollte schon sagen. Ja, dann könnt ihr auch fragen, warum nehme ich hier am Heiligabend, oder beziehungsweise Weihnachten, Heiligabend war ja gestern, warum nehme ich am Weihnachten auf, habe ich nichts anderes zu tun und so, Nee, aber es ist halt schon spät abends jetzt übertrieben, es ist halt auch schon 8 Uhr abends und wenn man halt auch ein bisschen vollgefressen ist und so, kann man schön ein bisschen Anno zocken, um es ein bisschen ausklingen zu lassen. So, haben wir das auch mal geklärt, war. Was ich einmal ganz kurz eigentlich noch gucken wollte. Eben, er ist hier, weil ich wollte die eine Route schon mal ersetzen. Nur nachher für mich zum Wissen, das ist halt einfach Capsuloni neu. Ja, da haben wir aber auch gesehen, da ist noch nicht nötig, das Schiff zu wechseln. Können wir uns also noch sparen. Ja, das mit den Zigarren, Schokolade und dem Gold. Das wäre natürlich eine Option, die beziehungsweise dann brauche ich schon mal 2. Ja, generell braucht er erstmal 2 Luftschiffe hier unten, bevor das was werden würde. Egal. So, das nur mal so kurz ein paar Gedanken für später.
Ja, jetzt hier. Kasige Thema und so, aber ganz ehrlich. Da muss eigentlich hier hin, wa? Gehen wir ganz schnell hier hinkommen. Holen wir erstmal den Kaiser ab. Gehen wir da was schießen, die. Ich hätte nicht so schnell mit ihrer Rückkehr... Der Speer! Ich dachte, er wäre verloren. Sie sagen, er war auf Kidusi? Es war weise, ihn herzunehmen. Das Artefakt ist zu mächtig in Angerems Händen. Jetzt, ihr Verbündeten sie gebrochen ist, gehen uns die Lösung aus. Es liegen schwere Zeiten vor uns. Ich höre bereits die Kriegstrommeln. Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Ernsthaft, aber warum? Ich will keine Fregatten bauen. Das ist einfach nur unnütz. Sie vor allem- führen ihr Geschäft wie ein Die haben ja vor allem kopfloses diese fetten Kriegsschiffe. Warum also eine Fregatte bauen? Das bringt gar nichts. Nee, Freunde, das ist halt in dem Fall schade, sag ich jetzt mal. Verteidigung eines Verräters. Ja, jetzt hier die Fregatten bauen. Nee, eben, sorry, aber. Da können wir das irgendwie. Das wird auch irgendwie ein bisschen schneller machen, vielleicht. Man theoretisch noch auf 3 Fregatten bauen und dann mal gucken, was passiert. Das Problem ist halt, ich muss jetzt die hier bauen, nachher rüber schicken. Weil ich kann in dem Besa keine Schiffe bauen, ne? Da ist das Problem. Weil ich nicht die Option habe, wirklich eine Werft zu bauen. Das geht leider nicht, wofür 2 Öl brauche. Ja gut, ja doch, Traktoren, ja da hatten wir schon mal was. Wie kann ich helfen? Also nicht hier, aber anders könnte man irgendwie mit den Traktoren arbeiten und so. Will ich aber nicht. Es ziemt sich nicht, einen Kaiser zu verstimmen. Schnauze. Wo willst du eigentlich du ihn mal fragen darf? Aber so ein paar Schiffe verfolgen, wa? Ja, ja, die habe ich am liebsten. Die habe ich am liebsten. Ja gut, wir können jetzt, wie gesagt, theoretisch mal ganz kurz gucken. Wie lange wird es eigentlich dauern? Da geht ja echt fix was Fregatten bauen. Okay, gut. Danach muss ich dann wieder rüber schicken nach dem Besen. Eigentum von Neutral, die kommen jetzt hier eigentlich vorbei. Bereit für den Nur mal so gefragt, weil wird ein bisschen schwierig. Der geht nicht irgendwie weg oder so. Seien Sie diskret. Route eingezeichnet. Okay, ist natürlich auch eine Option, das einfach so zu machen. Liefern Sie an Kontor Kaiser Gethema. Nichts wie raus hier, du. Schiff vom Stapel gelaufen. Was ist eigentlich sein Ziel, wenn man ganz kurz fragen darf? Kaiser Gethema fällt die Decke auf den Kopf und möchte heimlich an seinen Wachen und Höflingen vorbeischleichen, um mit eigenen Augen zu sehen, wie das Leben seiner Hauptstadt Taburime wirklich ist. So geht es ihm ähnlich wie der jungen Königin, die im Schlafzimmer eingesperrt war. Ebenfalls erwartet er von ihnen, dass sie ihm bei einem Rundgang durch die Stadt die gewöhnliche Laute und Orte zeigen. Leute und Orte zeigen. Hä? Okay. Will doch woanders hin. Sind unterwegs. Krass. Verteidigung eines Verräters. Also gut, Freundinnen machen was doch anders. Ich mache ja halt jetzt eine Art Special-Folge. Ich warte mal, bis die Schiffe gebaut sind. Dann schicke ich sie natürlich rüber nach MBSA. Ist klar, wenn wir das gemacht haben, dann melde ich mich wieder zurück hier. Soweit, bis es mal soweit ist, dann kurze Pause. Bis gleich. So, Freunde, die Schiffe sind gleich da.
Und ja, Verteidigung eines Verräters. Der Auftakt der Verhandlungen ist vielversprechender. Dennoch haben sie sich entschlossen, die Prinzen zu hintergehen, indem sie den legendären Speer von Selamarvi, nachdem sie sich so sehnen, zu Kaiser Ketema bringen. Ihr verratet auf Anhieb unweigerlich für Zorn sorgen und den Keim für einen Krieg legen, der nun unausweichlich scheint. Der Kaiser empfiehlt ihn, sie vorzubereiten, denn die Prinzen werden sicherlich mit Feuer und Sonne über sie kommen, sobald der Verrat auffliegt. Jo. Davon gehe ich auch aus. Deswegen noch mal ganz kurz gucken. Das Schiffchen ist da, der ist da oben. Ich schicke ihn also wieder runter. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Sie sind bereit. Gerade rechtzeitig. Wir haben die Oberhand und müssen sie nutzen, bevor wir sie verlieren. Flotte bereit. Ist das so klug, dass ich jetzt hier rausgekommen bin? Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, eher weniger. Laufen Koordinaten an. Hä? Wir sind noch da. Und wer hat es ja runtergeschickt? Route eingezeichnet. So, ihr drei könnt ihr schon mal hier bleiben. Flotte geht auf Fahrt. Und die sind dann hoffentlich in nicht allzu weiter Ferne auch mal da. Ja, dauert halt ein bisschen was, wa? Weil, ja, es sind halt Segelschiffe und wir haben gerade Gegenwind. Das ist natürlich halt in doppelter Hinsicht doof, aber was willst du machen? Ich kann nicht hell sehen, ich kann ja nicht vorhersehen, dass irgendwie der Wind dann so ist. Wind ändern, das wäre zwar mal geil, aber wird halt leider nicht funktionieren. Ja, ja, das Lexikon ja im Beser. Unsere kleine Buggy-Quest. Das aber hoffentlich irgendwann dann auch mal entbuggen wird. Wie auch immer das dann vonstatten gehen wird. So. Sind wir die hier, Alter. Sogar mit sehr schnell unterwegs keine Chance. Was ist eigentlich hier los momentan, wenn ich da mal. Sei stark. Ja. Also. Da klingt es für mich nicht irgendwie so, als wären sie sauer auf mich oder so. Komm schon, wir sind ihm noch Buddies, oder? Best Friends und so. Vor allem sammeln sie die Bombe hier ein. Warte. Was will der jetzt hier mit Bomben? Ihr entscheidenden Prinzen das Thema zu überreichen, hat den Keim von den Krieg zwischen beiden Inseln gelegt. Die einzige Lösung besteht nur darin, Angriffe zu erobern und gewaltsam zu unterwerfen. Diese Aufgabe sollte leicht zu erfüllen sein, wenn sie die Prinzen überrumpeln, vor dies von ihrem Verrat erfahren und sich vorbereiten können. Aha. Also nicht nur, dass ich ihnen einen Speer nicht gebracht habe, sondern Ketema. Nein, ich soll jetzt auch noch eine Bombe von ihm holen und direkt die Insel überfallen. Aha. Ja, das ist natürlich geil, wa? Also im Sinne von, hey, ich beauftrage euch, könnt ihr mir bitte irgendwie so ein Item holen, danke. Dann hört man eine Weile nichts. Dauert ganz schön lange. Ah, da kommen sie. Hä, was machen die da? Nein, nicht angreifen. Boom, weg. Schiff unter Beschuss. Also, ich weiß ja nicht, hey. Oh, die brauchen, glaube ich, ein bisschen Unterstützung. Flotte erwartet Befehle. Flotte legt ab. Feindliches Ziel erfasst. So. Mal gucken, wie das werden könnte, wa? So. So, aber dazu, was stand da jetzt noch? Bringen Sie ein Schiff an die angeforderte Position, wenn es nehmen Sie. Klicken. Meinen Sie, es in sichtbare Patrouille zu gelangen, sonst wird sie angreifen. Das Schiff ist, das für diese Aufgabe wählen, desto höher ist die Chance auf einen Erfolg. Angriffe sind freundlich gesehen, solange sie den Wohn nicht hintergehen und die angegebene Zeit nicht überschreiten. Nutzen Sie den Aufschub, um Ihre Flotte in deren Hafen zu bringen. Also ich mache jetzt einfach mal, zum zeigen, dass das Ganze funktionieren könnte. Sagen wir mal,
Geht's noch langsamer? Hallo, Freunde. Leinen los. Weil die ganze Quest nur so lange dauern soll. Ja, gute Nacht dann. Als wenn ich für die ganze Quest nur so viel Zeit hätte. Hinterhältig, aber effizient. Ja, tatsächlich. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Schoner steht bereit. Ich meine, ganz ehrlich, ich musste erstmal 3 Fregatten bauen auf die Schnelle. Ich meine, das alleine war schon eine Herkulesaufgabe. Oh, hätte ich das gewusst, ne? Das ist natürlich ein bisschen anders gemacht. Die hätte die Bombe direkt geholt und so. Wir geben unser Bestes. Weil der muss sich im Prinzip erstmal ein bisschen erholen. Oh, der holt sich währenddessen ein wenig, aber ist halt nicht viel. Bereit zum Einsatz. Ich war noch Gegenwind und so. Sind unterwegs. Ich dachte niemals rein in 2 Minuten da unten zu sein. Nie im Leben. Der Krieg ist für uns beide reine Zeitverschwendung. Ein dreister Schwindel. Du verlangst mir einfach zu viel, Alter. Sorry, aber ist so. Flotte erwartet Befehle. Das Wasser schäumt, Admiral. Neue Befehle? Hi. Wo sind hier Patrouillenschiffe? Sehe gar keine. Zur Stelle. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es reichen wird von... Ja, nee, also, wenn der Wind jetzt drehen würde, dann vielleicht, ja, aber sonst... Aber wir können sie mal angucken. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja. Es ist ein großes Privileg, sein Wissen weitergeben zu dürfen. Ja, das ist es. Und vor allem gibt's Kohle. Es gibt so viel Geld. La. Und Investoren fehlen noch ein bisschen, aber egal, das kommt auch noch. Wir sind langsam unterwegs. Ja, jetzt eine halbe Minute. Ich bin gerade mal bei der Insel jetzt vorbei. Schoner steht bereit. Nee, das wird nichts mehr, Freunde. Sorry. Da könnte er mir ja wirklich, sage jetzt mal, wohl, da müssen wir eigentlich mehr Zeit geben, weil im Fregatten bauen, weil er kann sie nicht bauen. Sein wahres Gesicht. Er will uns die Königswürde verweigern. Dann wird es Krieg geben. Gnadenlos und bis zum bitteren Ende. Krieg, sagen Sie? Verräter zu bestrafen ist kein Krieg. Das ist Gerechtigkeit. Steuermann. Und Sie werden das Feuer meines Zorns über Sie herabregnen lassen. Schaden am Schiff. Ja gut, wir wissen schon, Alter, dass du eigentlich schuld dran bist, wa? Prinzenangriff erklärt ihnen den Krieg. Mal ganz kurz, dann habe ich hier nirgends drauf. In die Tiefe. Also insofern... Den Hafen zerstören. Ja, machen wir gleich, wenn wir erstmal das Schiff zurückhaben. Wenn es geht noch ein bisschen mehr Power. Eigentlich hat man ein bisschen zu wenig. Und ein Spediteur drauf. Wieso? Für Geschwindigkeit gar nichts. Ah, egal.
Schaden am Schiff, Admiral. Oh je, jetzt so viel dazu, wa? Part, ja, zusammengezählt werden, ist eigentlich der Part schon mal vorbei. Kommt wie das? Ich mache mal ganz kurz nochmal einen Cut. Und warten mal, bis mein Schiff wieder voll aufgeladen ist und dann greifen wir an. So Leute, ich dachte mir gerade so, komm, ist doch nicht ganz perfekt, aber ganz ehrlich, ich will ja sowieso die Schiffe nicht unbedingt behalten, vor allem die Fregatten, weil sie ein bisschen teuer sind und so. Nee, es muss ja auch mal jetzt vorbei sein. Also ganz schnell hier hingehen, zerstören, damit hat sich's. Schiff unter Beschuss. Zum Angriff. Sogar fangen, greifen sie wirklich den Hafen an, bin ich ganz sicher. Erwartet Befehl. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, habe ich gesehen, danke. Unsere Mauern mögt ihr brechen, doch unsere Herzen. So unterschiedliche Länder, vereint unter einer weisen Herrschaft. Wie könnte man je die Pracht von Enbesa in Frage stellen? Könnte man immer wieder. Es wäre nicht so weit gekommen. Trotz des Verrats sind wir noch immer eine Sippe. Aber Enbesa darf nicht entzweit werden. Sie haben gut daran getan, Angereb zu unterdrücken. Friede wird durch Macht erreicht. So war es schon immer. Das neue Verteidigungssystem wird allen zeigen, dass ich jeden, der sich ihm entgegenstellt, ins Verderben stürzen werde. Mögen dies die letzten meiner Gegner sein, die vor mir sterben. Ich bin des Blutes überdrüssig. Ich werde sie für ihre Hilfe bei der Wiederherstellung der Einheit von Enbesa entlohnen. Ja, verständlich. Also, Alter, Kaiserliche Militärakademie, jetzt einfach voll auf Krieg gestuhlt und so. Verteidigungsanlage überall. Gut, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Freunde, das war eine Option. Ein vereintes Reich. Das Reich! Ne, nicht das Reich, aber es ist ein Reich. Windstock ist hier. Da sind wir ganz kurz mit ihm hier hoch, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Setzt die Segel. Ja, das wäre jetzt eine mögliche Option, dass wir den Speer von Angereb halt nicht zu den Prinzen Angereb bringen, sondern zu Ketema. Das war, kann man glaube ich sagen, die Kriegsoption war. Ob es eine gute Option war? Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Wenn es dann darum geht, dass wir halt die andere Option in diesem Sinne wählen, sprich, den Speer bringen wir, so wie es abgemacht ist, einfach mal zu den Prinzenangriff und gucken mal, was die eigentlich an dem Speer genau machen. Weil verdammt, haben die ja gar keine bösen Absichten und so, und es kommt gar nicht so weit. Etc. etc. Da werde ich auch mal was finden, wa? So, ganz kurz gucken, wo ist er gerade? Der ist jetzt da. Die sind unterwegs, natürlich langsam, das war zu erwarten. Eigentlich muss ich mich um die gar nicht mehr kümmern, weil das ist die alles vereint. Der Hafen, gut, sieht ein bisschen. Wobei es auch seltsam ist, einfach nur einen Hafen zerstören, zack, reicht schon. Natürlich auch noch Kanonentürme und so. Ein paar keine Schiffe, war das? Ich meine, klar, hier ist ein Schiff, wird vermutlich eines von ihren sein, aber keine Kriegsschiffe. Wenn man das halt zeitlich noch managen will, ich meine eben, ich kann hier halt. Einheit für den, der diese Einheit ins Leben gerufen hat. Ich kann hier leider Gottes keine Schiffe bauen, das ist ein bisschen schwierig. Das Zeitalter der Ein neuer Elamaris Auftrag? endet hier. Und mit ihm schwinden die Überreste dieser Zeit. Ich habe die Lanze Nehmen von Sie Selamavi Abschied bekommen. und berichten Sie anderen
von den Widrigkeiten im Land der Löwen. Ja, nicht Speer, sondern Lanze, wohlgemerkt. Gut, Freunde, das war's soweit, würde man sagen. Auch wieder mal so eine kleine Special-Folge, aber jetzt haben wir es relativ live gemacht, aber halt die andere Option. Wenn wir es eben halt so okay Thema bringen. Jetzt aber nächste Folge will ich es mit der anderen Variante versuchen, dass wir so einen Prinzenangriff bringen und dann mal gucken, was genau passieren wird. Bis dahin, ciao zusammen.